Wenn wir eine neue Sprache lernen, ist das immer eine große Herausforderung, die Zeit von der Vergangenheit, Zukunft oder der Jenseits zu lernen. Wenn du anfängst, was Neues zu lernen, wie sagt man diese Sache in der Vergangenheit, wie sagt man die in der Zukunft, wie sagt man die in Gegenwart, in Präsent? Nicht bloß bei einer Sprachlehre, die hat Komplikationen in dem Bereich, sondern auch an unsere Fälle. Wo habe ich meine Fälle? In der Vergangenheit, in der Zukunft oder für von dir? Das ist sehr leicht, die Fälle und eine Situation zu verschieben, die nicht mit meiner Realität von dir zu tun hat. Zum Beispiel ein Sprichwort sagt, wenn du möchtest traurig sein, dann denk an die Vergangenheit, da wurde die Hand weitergetan. Denk die ganze Zeit an die Vergangenheit. Die Prediger, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine Gesellschaft, die haben mich weitergetan. Und wenn ich an die Vergangenheit denke, das möchte ich nicht erleben mehr. Wenn du Angst hast, dann denk an die Zukunft. Das kann eine ökonomische Krise geben, das kann Krieg geben, du kannst krank werden. Und viele Sachen, die der Schäufer an kann. Denk an die Zukunft auf eine negative Art und Weise und am Angst der Hand. Wenn du Angst hast, dann check negativ nach der Zukunft. Das ist eine gute Form, die Angst anzugrülen. Du kannst traurig sein nach der Vergangenheit oder Angst nach der Zukunft. Wenn du glücklich sein musst du diesen Tag von dir leben. Zu was brauchst du deine Energie? Viele Menschen haben das ganz klar, die viele Hand die verkauft an der Vergangenheit oder an der Zukunft. Aus Angst, was irgendwann passieren wird, das kann irgendwann mal schief gehen, deswegen wird das nicht erneut. Aus Trauer, dass das irgendwann mal erst, wo was passiert in der Vergangenheit, niemals mehr wird im Leben glücklich sein. Solange ich Jan Dings hier ab meine Schule gebunden habe, wo ich nicht glücklich sein, wenn es erst eins was passiert, und solange es die Erinnerung hier banner ist, wo ich einfach immer traurig sein. Immer wo ich das hier fähre, ab meine Pantaille handen, daran denken, was die mich falsch angetan haben, und all die Menschen sind so sehr schlecht. Wo ist die Situation im Leben? Matthäus Kapitel 6, Vers 34 sagt es, deswegen merkt ihr keine Sorge für den nächsten Tag. Die wird all für sich selbst sorgen. Das trägt zu, wenn du alle Tag die Schwierigkeiten hast, was für den Tag sind, oder die Troubles, was du für den Tag hast. Merkt ihr nicht Sorge für den nächsten Tag? Soll ich da nicht planen? Das geht nicht am Planen. Jesus selbst sagt, wir sollen planen, wenn wir ein Haus merken, wenn wir Krieg kommen, wenn du Konflikt hast, du sollst planen, aber nicht Sorge. Planen ist, dass du einen Plan merkst, Sorge ist, dass du Energie nicht verbrauchst, was du nachher verbrauchen kannst. Zu was brauchst du deine Energie? Deine Fälle, an wem hast du ihn verkauft? An der Zukunft, an der Vergangenheit? Oder kann das Text von der Bibel auch eine Wahrheit sein für dich und für mich von der nach? Ich habe nicht alles erklärt von der Vergangenheit. Ich habe nicht alles erklärt für die Zukunft. Aber ich kann eine Sache, Jesus sagt, er wird mit uns sein und ich darf diesen Tag, das Wort Sorge geben, aber nicht die Sorge für Mario, sondern die, was ich von dir habe, die Situation, was ich von dir erklären soll. Die Statistiken sind ein großer Teil, über 20% von der Sorge, was wir haben, das sind Sünden, was nicht passieren wurde oder was mal passiert sind, aber was nicht gerade nicht antreffen. Da braucht wir unsere Energie für Sorge, was nicht unbedingt von Gott kommt. Wo brauchst du deine Energie in deine Gefühle? Hast du die an wem in der Vergangenheit verkauft? Was bedeutet das in der Vergangenheit verkauft? An eine Person, wenn die Nummer von Jakob, oder Johann, oder Reuter, oder wem am Sand kommt, die sich. Reden wir nicht von dem Nummer an. Wenn es die Nummer, was die im Sand kommt, immer war das, die mich traurig macht. Wenn das Nummer kommt, dann merkt mir das traurig. Sie ist bereit, auch von der Tag zu leben, oder bloß an die Zukunft denken, bloß an die Vergangenheit. Das gibt wenig Menschen, die sich den Luxus geben, von der zu leben. An diesem Tag will ich leben. Mag Gott die wieder begleiten und seine den Tag zu leben, den die geschenkt hat. Der magische Tag, der ist noch nicht gekommen. Der von gestern, der ist schon vorbei. Also die Energie von dir verbrauchen und von dir mit voller Energie leben und dort, was Gott für dich verhaftet, wenn es der Tag von Mario, der wird als seine eine Sorge hat.